Die Damen und die Herren, ich stehe heute für im Europaparlament. Wir hatten gestern und heute, 8. Oktober, gestern 7. Oktober, natürlich Gedächtnis feiern für das Schreckliche, was für ein Jahr in Israel geschieht ist, nämlich der Tag von der Hamas gegen die israelischen Zivilisten, wo weit über 1000 Leute ermordet wurden und noch ganz viele Leute als Geiseln verschleppt wurden. Heute hören wir rund, dass noch über 100 Geiseln leben an einer unmenschlichen Konditionen, wo der Hamas festgehalten gehen. Und vor ein bisschen Ziel von den Kommemorationsfeiern, die wir hatten, die Leute zu erinnern und hier lädt und das lädt von ihren Familien, für alles zu machen, dass die können zurückkommen an Israel bei ihren Familien und dadurch auch, dass die Initiativen auf diplomatischem Plan, die können geholt gehen, unterstützt gehen und auch, dass man nachher wiederholen, dass eine langfristige Perspektive für den Nahen Osten auch muss eine allgemeine Friedenslösung sein, für dass all die Leute an Israel, an den arabischen Gebieten rund um Israel, an den Staaten, eine Perspektiv und für sich auf wir können nach Frieden zu leben, an Sicherheit zu leben. Bei allem verstehst du mich, weil die muss für militärische Operationen, die in terroristische Organisationen laufen, am Libanon, am Gaza und so weiter, muss ich aber auch daran denken, dass da schrecklich viele Leute gestorben sind, auch Zivilisten, ganz viel unschuldige Leute, und das alles soll uns bestärken an dem Wunsch, für wirklich friedliche Lösungen zu entwickeln. Wir dürfen noch nicht zulassen, dass der Antisemitismus an unseren Ländern verkleet heinst du als Antizionismus. Wir müssen auch zu Lützeburg aufpassen, dass es keine Demonstrationen gibt, an dem Sinn, dass gefroht wird, für den Staat Israel auszulöschen, an dem Sinn, from the river to the sea, Palestine should be free, das ist ein bisschen hier Slogan. Und es gouf gestern daran erinnert, dass ein Europaparlamentarier ein darüber geantwortet hat, from the river to the sea, all hostages should be free. All Geiseln sollen an der Region freikommen, was viel mehr schöne Message ist. Für uns auf jeden Fall eine Erinnerung und alles das, was man sollen machen, für die Leute zu helfen, die betroffen sind, ein permanentes Engagement für Frieden, auch am Nahen Osten. Und ich meine, das ist etwas, was uns alle gut so im Herzen liegt, wir dürfen nicht vergessen. Merci, bis geschwind.